Kapitel 3. Ich stolpere ohne Sicht durch den Wald. Hin und wieder höre ich, dass ein Toter stirbt. Das Mädchen muss zumindest eine Waffe haben. »Wieso ohne Waffe?« frage ich dumpf durch den Sack. Bevor sie mich zu ihrem ominösen Chef bringen, will ich wenigstens noch wissen, wie sie mich geschnappt haben. Auch wenn ich mir den groben Ablauf schon denken kann. Die Kabel, mit denen die Frau meine Handgelenke gefesselt hat, lassen ohnehin kein Entkommen zu. Daher können wir ebenso gut auch reden. »Wir sind Späher für den Doc«, sagt die Frau, fast schon flüsternd, wahrscheinlich wegen der Toten in der Umgebung. »Den Doc?« hake ich nach. Ich unterdrücke ein Würgen, denn der Sack stinkt zum Erbarmen. »Den Chef«, seufzt sie. Wir haben die Gegend ausgespäht. Ich habe meine Waffen bei ihr gelassen, hatte nur ein Messer am Ärmel versteckt. Ich höre es klicken wie bei einer Schnappklinge, die sie wohl unter dem Ärmel verbirgt. Clever. Ich war auf der anderen Seite vom Tunnel, aber die paar Leute, die sich in der alten Kaserne verschanzt haben, wurden überrannt. Da bin ich zurück zu ihr und wir haben dich gesehen, wie du aus der anderen Richtung kommst. Tja, ich dachte, ein Gefangener könnte nützlich sein. Kein Wunder. Auf dem Hügel, auf dem wir geklettert sind, nachdem wir aus dem Tunnel raus waren, konnte man bis zum Hügel vor der Kaserne blicken. Sie musste mich gesehen haben und dann ist sie durch den Spalt in den Tunnel rein und hat wohl auf mich gelauert. Hab einen Toten mitgenommen, damit er dir Angst macht, aber dann kamen schon die Soldaten an. Ich bin durch die Tür und wollte mich verstecken, bis die Typen durch sind, aber dann hast du mich entdeckt und ich habe mich entschieden, dich trotzdem mitzunehmen, weil du vor den Kerlen abhauen wolltest und sicher gerne ein paar Informationen mit uns teilen wirst. Oder? Ich spüre, wie etwas Hartes meinen Nacken kratzt, wahrscheinlich ihre Schnappklinge. Ja, sage ich gepresst und in sarkastischem Tonfall. Mir egal, wer dein Chef ist, aber ich sage euch gern alles über die Soldaten und die Kaserne. Was ich weiß, also nimm mal bitte den Scheißsack von meinem Kopf. Was macht ihr eigentlich mit dem Ding? Kackt ihr da rein? Nö, murrt es neben mir. Das Mädchen. Das erste Mal, dass sie überhaupt spricht. Sie klingt wie ein alter Hund, der in einen Blecheimer bellt. Das war auch die vorerst letzte Unterhaltung für etliche Stunden. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, da wir dauernd die Richtung ändern, wegen der Toten oder weil wir nicht mehr auf dem richtigen Weg sind. Hin und wieder sterben die Toten und die Frauen grunzen, wenn sie ihr Werk verrichten. Reizend. Erst als die Sonne in meinen Nacken nicht mehr allzu stark brennt, halten wir an. Der Sack wird von meinem Kopf gezogen und ich ziehe gierig die frische Luft ein, auch wenn immer ein Hauch süße Fäulnis in der Luft hängt. Der Kerl, der nun vor mir steht, sieht mich an, als wäre ich ein Pickel im Arsch eines Toten. »Wer ist denn das?« fragt er die Frau, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Jemand, der was zu sagen hat. Bring uns zum Doc.« Ich wende den Blick von dem Kerl, der aussieht, als hätte er mehrere Monate draußen gelebt und wie ein alter Schweinestall im Sommer stinkt, um die Gegend zu betrachten. Ich befinde mich vor einem Lager aus angespitzten Pfählen. Stolperträte sind überall in der Umgebung gespannt und Flaschen mit Flüssigkeiten sind daran befestigt, die wie Molotow-Cocktails aussehen. Feuerzeuge sind daran angebracht. Sollte jemand über den Draht stolpern, wird das Feuerzeug betätigt und die explosive Ladung fliegt dem Idiot, der darüber gestolpert ist, um die Eier. Decken hängen zwischen den Pfählen, um die Sicht ins Innere zu versperren. Nein, das sind Häute. Von Toten. Das war nicht der Kerl, der so gestunken hat, sondern diese Häute. Mir kommt die Kotze hoch und ich spüre es an meinem Gaumen, den Geschmack nach faulem Obst. Aber ich kann mich zusammenreißen. Ich muss mich nicht übergeben. Noch nicht. Dennoch frage ich mich, was das für kaputte Gestalten sind, bei denen ich gelandet bin. Das Mädchen stößt mir unsanft mit ihrem dürren Ellbogen in die Rippen, als würde man mich mit einem Messer stechen. Ich verziehe das Gesicht und folge in das Lager. Der Kerl hebt eine der ekelhaften Häute an, sodass wir durchschlüpfen können. Im Inneren des Lagers sehe ich ein Camp von der Größe eines Fußballplatzes. Mindestens 80 Leute leben hier. Sie sehen alle aus wie Banditen, abgerissene Kleidung, dreckig, ungewaschen, dreckkrustige Gesichter, mörderische Augen. Ihre Zelte, entweder alte, teils undichte Dinger oder unter einem selbstgebauten Verschlag aus Tüten, Kisten oder Truhen lebend. Aber eins ist sicher. Jeder kennt seinen Platz und niemand bestiehlt den anderen. Trotz ihrer erbärmlichen Lebensumstände scheinen die Leute sich untereinander gut zu verstehen. Sie reden, lachen und witzeln miteinander. Ihre Waffen sind allesamt auf Vordermann gebracht und glänzen, egal ob Handwaffen oder Feuerwaffen. Ihre Waffen scheinen ihnen wichtiger zu sein als ihre Unterschlüpfe. Trotz der ranzigen Lebensverhältnisse ist hier doch alles in gewisser Weise geordnet. Kein Unrat liegt herum, niemand kackt einfach in einer Ecke, überall stehen Schüsseln und geplünderte Flüssigseife verteilt herum, daneben ein Eimer mit frischem Wasser und daneben ein halb gefüllter Eimer mit Dreckwasser. Die Leute können sich offenbar jederzeit die Hände waschen und wenn es zu dreckig ist, können sie das Wasser wechseln und das Schmutzige aus der Schüssel in den Dreckeimer kippen.
Besonders neben einem Lager, auf dem Tiere geschlachtet werden, und an einem Stand, an dem Gemüse und Brot verkauft wird, das dort frisch an Kugelöfen aus Lehm gebacken wird, stehen etliche solcher Waschstationen. So dreckig die Leute im Gesicht sind, so sauber sind ihre Hände. Wir folgen dem Weg, der mit Brettern ausgelegt ist, eine Art Straße. Er führt bis zu einer Höhle, die hier natürlich im Wald vorkam. Darum haben die Menschen die Pfähle gespießt und ihr Lager abgesteckt und die Häute der Toten daran befestigt. Vielleicht macht der Gestank nach Tod das Lager unsichtbar für die wandelnden Kadaver? Ich weiß es nicht. Aber einen Sinn wird es schon haben, denn irgendeinen Vorteil muss es ja haben. Dafür, dass die ganze Umgebung nach einer Schlachtgrube stinkt, auf die die Sommersäule knallt. Das Holz für die Pfähle haben sie offenbar von den Bäumen geholt, denn im ganzen Camp steht kein einziger Baum mehr. Vor der Höhle stehen 2 Hochstühle nebeneinander, wie von Bademeistern, und es brennen 2 Feuerschalen, je eine neben jedem Hochstuhl, obwohl die Sonne jetzt erst untergeht und noch genug Licht vorhanden ist. Vor dem gehenden Schlund halten mich meine Begleiterin an, indem das Mädchen vor mir den Arm ausstreckt und ich ihr schier mit der Magengrube in den Arm renne, während die Frau hinter mir mich grob an der linken Schulter packt. Eine Wache steht vor der Höhle. Der abgerissene Kerl trägt schmutzige Jeans, Sicherheitsschuhe, bei denen man schon die blanken Metallkappen sehen kann, und ein Hemd, das an mehreren Stellen gerissen ist. In seiner rechten Hand hält er einen Vorschlaghammer, in der linken eine Fackel. »Wir wollen zum Doc!« Das Mädchen bellt in ihrer Eimerstimme den Mann vor ihr an. »Wer ist denn das?« brummt der Kerl mit dem fleckigen Bart, wie ein Echo von dem Typ vor dem Lager. »Ist aus einer Siedlung geflohen, wird den Doc sicher interessieren«, lacht die Frau mit ihrer schnaufenden Tonart. Der Mann zuckt mit den Schultern. »Geht auf die Cup, wenn sich rausstellt, dass der Kerl hier ein Blindgänger ist und du den Doc für Ume rausgeholt hast, Phantom.« Phantom? Der Doc? Arbeiten die Leute hier nur mit Decknamen? Ich komme nicht mehr dazu, den Gedanken auszuführen, denn der Kerl winkt mit der Fackel in die Höhle und ruft lautstark: »Dr. Bumm wird verlangt!« Dann dreht der Mann sich wieder um und bleibt auf seiner Position vor der Höhle ungerührt stehen. Die Frauen zerren mich vor die Hochstühle und bringen mir einen Campingstuhl, auf den ich mich setzen soll. Ich setze mich und frage mich, was für ein Geisteskranker jetzt kommt, der auf Dr. Bumm hört. Ich werde nicht enttäuscht. Der Kerl, der da kommt, schlägt alles, das ich bisher gesehen habe. Der Kriegsherr war ein grimmiger Kerl in Militärjacke und 2 Revolverhalftern, einer Sonnenbrille im Gesicht und ständig eine Mütze auf dem Kopf. Ein relativ normaler Kerl mit mehr Waffen als sonst. Aber der hier! Der Mann ist nicht größer als 1,80 und schlank, fast drahtig. Wirkt wie eine Bohnenstange mit kleiner Wohlstandsplauze. Er trägt Sicherheitsschuhe, aber die wirken noch fast wie neu. Nur ein paar Lagen Matschkruste sind darauf zu sehen. Er hat dunkelgraue Jeans an, teilweise zerkratzt und mit kleinen Löchern. Um die Kniescheiben sind Polster aus Hartplastik angebracht, die wohl an Wade und Oberschenkel festgemacht sind. Sie wirken zerkratzt und gebraucht. Um die Hüften trägt der Doc einen Nietengürtel, an dem mehrere Granaten baumeln, ein schwarzer Beutel, ein Halfter, in dem ein alter Revolver steckt, und eine Scheide, in dem ein großes Jagdmesser auf seinen großen Auftritt wartet, jemanden aufzuschlitzen. Er hat einen blassroten Hoodie an, der früher mal knallrot gewesen sein muss, aber jetzt durch die Sonne und lange Zeit, in der er das Ding anhatte, verblasst ist. Viele Brandlöcher und Rußflecken sowie alte Blutspritzer haben sich in den Hoodie gefressen, sodass das Ding eher wie ein blassroter Putzlumpen aussieht. Darüber trägt er eine alte, abgewaschene schwarze Lederjacke. Die Kapuze des Hoodie hängt teilweise auf den Rücken der Lederjacke hinunter. An beiden Händen hat er zerrissene, fingerkuppenlose Handschuhe aus grauer Baumwolle. In der rechten Hand hält er ein altes Eisenrohr, an dem eine kleine Sprengladung angebracht wurde. Ich vermute, wenn er mit dem Ding zuschlägt, dann knallt es und er muss die Ladung wechseln, ehe er wieder so einen Knallfrosch zünden kann. Da das Rohr schon stark verrußt und nicht verbogen ist, scheint es keine starke Sprengladung zu sein, aber wer würde sich nicht zu Tode erschrecken, wenn man das Rohr in die Fresse kriegt und plötzlich knallt's und man wird angezündet? Frühestens daran sehe ich, dass der Kerl irre ist, und spätestens, wenn ich in sein Gesicht schaue. Er hat einen Kinnbart, der in 6 kleinen Zöpfen, die wie gezwirbelte Lunden aussehen, drahtig absteht. 2 dicke Barthaarsträhnen hängen als Schnurrbartenden bis zu seinem Kinn herunter, wie 2 weitere Lunden. Die Lippen sind breit wie die Nase und zu einem ebenso breiten Grinsen verzogen, dass man die leicht gelben Zähne sehen kann. Der Mann muss ein Raucher sein, wie auch immer er nach dem Weltuntergang noch an Kippen kommen konnte. Die linke Hand führt er zum Mund und er raucht eine selbstgedrehte Zigarette. Weiß der Teufel, was er da raucht. Nach Gras riecht es allerdings nicht. Das hätte einiges erklärt, aber der Kerl ist wohl von Natur aus wahnsinnig. Die Augen sind schmal und sehen sich belustigt um. Die Glatze des Mannes ist von etlichen kleinen Brandnarben bedeckt, die seinen kahlen Schädel wie Messerschnitte überziehen. Darauf trägt er eine Schweißerbrille, die er derzeit nicht auf den Augen, sondern seiner Glatze abgelegt hat.
Er sieht mich mit fiesem Grinsen an, zieht ein letztes Mal an der Zigarette, die er dann in die Feuerschale schnippt, stapft zu dem Hochstuhl und dreht mir den Rücken zu, dass er auf den Stuhl klettern kann. Ich sehe, dass er am Hinterkopf noch ein Viereck sauber ausrasiert hat, in dem Haare wie eine Lunte als Zopf bis zu den Schulterblättern herunterhängen. Sein Kopf sieht aus wie die hässlichste Bombe der Welt. Ich kann auch sehen, dass auf dem Rücken seiner Lederjacke ein Symbol gebügelt wurde. Ein irre grinsender Totenkopf mit Schweißerbrille auf den Augenhöhlen und mit dem Bart des Docs. Darüber steht in brennender Schrift Doktor und darunter in der gleichen Schrift BUM. Als er sich oben hingesetzt hat, legt er sich das Rohr auf den Schoß und schaut zu mir runter. Hoi. Er grinst breit und beugt sich etwas in meine Richtung vor. Hallo, Dr. Bum? Ich komme mir ebenso saublöd vor, wie ich Schiss habe. Warum bringst du mir das Arschloch-Phantom? Schnauzt er die Frau hinter mir an. Er kommt aus einer Siedlung, die sich Kaserne nennt, die nicht weit weg von hier ist. Sie stellt sich neben mich. Meinte, er sei von dort abgehauen und wollte weg. Ich dachte, mir Leben wäre nützlicher für uns. Aha, grunzt der Doktor und zieht Rotz hoch. Ist es so? Er schaut mich wieder an. Ja, ich komme von dieser Siedlung, war aber nicht so lang dort. Trotzdem hat es mir gereicht. Der Kerl, der dort das Sagen hat, der nennt sich der Kriegsherr. Er trainiert dort Leute und geht mit ihnen auf Plündertour. Manchmal erpresst er auch kleinere Siedlungen. Nur die Soldaten und Offiziere kriegen die guten Sachen zu essen. Die anderen Leute müssen oft Hunger leiden und werden schikaniert, geschlagen oder Frauen sogar Schlimmeres. Klingt ja so, als wäre das eine Bande von Arschlöcher, die schreit, los, gib uns aufs Maul, ich hab's verdient, oder? Der Chef gibt ein Lachen von sich, das klingt wie eine Hyäne, der man den Hals umdreht. Die anderen Stimmen, wenn auch verhalten, das Lachen mit ein. Ich traue mich nicht so wirklich. Wie gut sind die trainiert und was wollen die? Fragt er mich dann wieder und beugt sich vor. Beginne ich stockend. Der Kriegsherr ist also der Pimmel und die Soldaten sei Eier. Es gibt zwei Sorten von Eier. Prächtige, tapfere Eier, und da gibt's diese rosinegroße Tunteklöte. Ein Schwanz hat immer Motivation und ein klares Ziel, aber deswegen ist er nicht clever. Wenn er Möse riecht, dann will er da Ding 3. Und er denkt bei uns vielleicht, dass er hübsch feucht die Mös riecht, wenn er uns so treffen tät. Da könnte es sein, dass er seine winzige Tunteklöte schleppt, um hier richtig einer drauf zu machen. Aber du landest auf der falschen Party, mein neuer Freund. Hier gibt's Gemüse, nur ein paar Sackratte, die ihm das Gemächt abnagen. Und genau wie ein richtiger Schwanz kriegt der Kriegsherr dann Schiss und fängt an zu schrumpeln und seine Belcher-Armee ebenfalls. Also froh ich dich nochmal. Sind das prächtige, tapfere Eier oder rosinegroße Tunteklöte und denken die, wir wären feucht die Möse? Ich bin sprachlos. Die anderen um mich herum grinsen bereits breit. Der Höhlenwächter lacht sogar schon lauthals los. Ich glaube, es sind tapfere, prächtige Eier, antworte ich langsam und beginne zu schwitzen. Der Ire fixiert mich mit seinen schmalen Augen und dem breiten Grinsen, das gar nicht mehr aufhören will. Aber sie wissen nichts von euch, nicht mal, dass ihr überhaupt da seid. Das hätten die mitbekommen. Aha, Eier aus Stahl, hä? Kichert der Doktor mit seinem Hyänenlachen. Aber die können uns doch gar nicht sehen. Wir sind noch nicht lang hier. Ihr reist, höre ich mich sagen, und bereue es fast schon selbst Fragen gestellt zu haben. Jo, kann man so sagen. Ja, ist die Antwort, die der Anführer mir gibt. Wir reisen rum, überfallen Siedlungen und lassen nur die Wahl. Sich uns anschließen oder sterben. Und wir sind verdammt gut dabei, weil nur die Stärksten überleben und mit uns die neue Gesellschaft gründen. Manche sind Diener, andere Macher. Und wir sind die Macher, die die Diener machen. Dich hat allerdings jetzt gerade nur zu interessieren, dass ich hier der Chef bin. Ich habe zwar noch einen Chef und der sitzt daheim. Aber ich bin einer von seinen Lieblinge. Er grinst mich breit an und wackelt mit seinen dicken Augenbrauen. Deswegen darf ich für ihn Leute rekrutieren, die es drauf haben oder Siedlungen unter seine Kontrolle bringen, die für ihn produzieren. Wie noch zwei andere Lieblinge vom Chef. Ala, bist du auch so Tunteklöte, da hast du was drauf. Und denkst, die prächtige Eier aus der Kaserne lassen sich abwerben oder ihr Bauern? Ich muss nachdenken. Habe ich überhaupt irgendeine Fähigkeit? Ich weiß Dinge und kann manche Sachen bauen. Mir fällt mir gerade nicht ein. Wie ich also, hä? Er zuckt mit den Schultern. Was will ich schon dann für Dinge und was kann Sparstle? Ich war früher Architekt. Mein ehemaliger Beruf ist das nächstbeste, das mir einfällt und das meine Haut retten könnte. Ja, leck mich fett, ruft Dr. Bum lauthals und klatscht in seine Hände.
Das können wir aber echt gebrauchen. Wie ziehe ich das unser Lager nicht gerade mit einer richtigen Siedlung zu vergleichen? Muss es ja an der Zeit, weil wir maximal einen Monat am selben Ort bleiben. Aber ein Architekt, ja lecco mio. Das ist doch mal so richtig abgefuckt heißer Hammerfuck-Scheiß, oder? Du bleibst. Ich bin erleichtert, dass mir mein ehemaliger Beruf den Hals gerettet hat. Ich traue mich auszuatmen und nicke. Danke. Mir fällt mir nicht ein. Mein Chef werde ich auch haben wollen, aber vorerst bleibst bei uns. Wir rippen den Schrumpelschwanz von Kriegsherr ab, ziehen ihm die prächtige, tapfere Eier, die was taugen, ab und dann geht's wieder zurück heim. Aber so einfach wäre das nicht, oder? Er grinst mich vielsagend an und schüttelt den Kopf. Oh nee. Wir rennen frontal auf den zu und erklären ihm den Krieg. Nö, mit so nett. Du kennst dich aus und du wirst mal Sache und aufmale, wie es so aussieht. Wir schnappen sie uns, wenn sie schwach sind. Das wäre eine Chance auf Rache für die unangenehme Zeit und würde die Umgebung, die Tyrannei des selbsternannten Kriegsherrn ersparen. Aber ob diese Leute hier besser sind? Scheiß drauf, Freunde hatte ich dort eh nicht. Und hier könnte ich jemand werden, wenn ich der einzige überlebende fucking Architekt in Deutschland bin. Und die Leute, die sich ergeben könnten, auch zu einer stärkeren Gesellschaft gehören, wenn sie sich denn ergeben würden. So machen wir es. Ich grinse. Dr. Bumm ebenfalls. Ich höre das Schnappmesser von Phantom und sie schneidet mir die Kabel durch, die meine Hände gefesselt haben. Ich bin frei. Vorerst. Ende Kapitel 3.